ein Neuanfang gefällig? Ja, das ist eine gute Frage. Wa? Willkommen zurück zu Pokémon Legends EA und ja, wir sind hier beim Korosu-Clan, wo ich dachte, ich gucke mal vorbei, ob man hier bereits die EV seines Pokémon zurücksetzen könnte. Ja, das soll bis ab da hier möglich sein. Und dachte mir eigentlich vor allem da mal Megani und Turtok, ne? Weil, ja, sind ja beide relativ... beides Pokémon, die relativ früh im Spiel gefangen habe, entsprechend die EVs kreuz und quer verteilt und ich würde beiden halt doch gerne ja, halt zurücksitzen und dann vor allem auch Spezialangriff und KP setzen, bei beiden halt. Hier spielt es nicht so eine große Rolle, da kann ich auch mit anderen EV-Bären, sag ich jetzt mal, ne, das zurücksetzen. Geht wird schneller. Wir gucken mal. Was? Ein frischer Start, alles neu sortiert. Deine Vergangenheit ist ausradiert. Okay. Hat's geklappt? Ja. Ja, definitiv. Gut, sind wir bei Turtok und dann sagen wir, bevor wir uns an die Megamanie-Kämpfe machen, wird's mal Zeit, die beiden ja, neu zu trainieren halt, ne? So, dann als nächstes mal schauen, habe ich denn... K Plus haben wir einige Eisen, wenn schon brauchte ich, also, den habe ich gar nicht, ne? Carbon für die Initiative, genau, okay, dann gucken wir doch jetzt mal schnell, den Rest mal noch kaufen kann, ne? Die anderen Items, also mal, das sollte nicht so das Problem sein, denn inzwischen können wir die ja bei einem Pokémon Center einkaufen. Diese KP Plus Ding geben ja 10 EVs, ne? Wir müssen eigentlich so 40 insgesamt ja mal erreichen, oder? Nehmen wir auch noch Calcium. Sehr, sehr viel. Und dann würde ich mal sagen, schauen doch mal, habe ich eigentlich mal noch so ein entsprechende Item, so ein Macht-Item. Warte mal. Also die schauen wir uns gerade. Ich dachte schon, ich hätte was anderes gesehen. Wir haben das Machtgewicht, da ist ja für die KP eigentlich gar nicht so schlecht. Machtkette von Initiative, ne? Okay, okay. Doch 26, ne, ist krass. So, damit wäre Megani eigentlich schon mal voll ausgestattet von dem her. Jo, Kabel, Spezialangriff, alles fix. Uns überlegen, ja, jetzt, in der Verteidigung, Spezialverteidigung noch ein bisschen mehr. Turtok hat mehr Spezialverteidigung, ne? Also könnte ich jetzt theoretisch Meganie noch ein paar Federn auf die Abwehr geben. So, und dann müsste Meganie auch schon voll trainiert sein. Yep, es ist gelb. Meganie ist es fertig. Bei Turtok natürlich jetzt inzwischen gar nichts mehr drauf, ne? Da müssen wir jetzt noch schnell ein bisschen ändern. Ich will jetzt trotzdem den Kampf mitnehmen, das heißt, bei Turtok ein bisschen doof. Es sei denn, ich sage mir jetzt, ich warte damit, bis wir da ein bisschen Geld haben.
und werde Turtok währenddessen gar nicht mehr einsetzen. Und damit auch ein paar Beeren und so noch spare. Das ist eigentlich... Die sind ja auch schon gelb, ne? Ja, doch, die sind auch schon gelb, aber auch schon alles gemacht. Singing King, theoretisch könnte ich natürlich jetzt wieder flären, aber wenn ich nicht genug Items habe, so zu erhöhen, bringt es ja auch nicht viel, ne? Ja, wäre vielleicht klüger gewesen, die EVs zu resetten, sobald ich weiß, okay, ich habe genug, Mann, kann ich gerade sagen, genug Geld, um noch die Vitamin-Items zu kaufen. Ja, komm. Nimm Turtok kurz raus hier. Da quatscht Schutz rein, aber trotzdem Wasser-Pokémon im Team. Das passt doch. Und dann, ja. Eben die Quest hier fehlt noch, das wissen wir schon. Carbon, er hätte zwar gerne tatsächlich, aber ja. Wobei, eigentlich war ein Calcium, ne? Ist egal. Wir kümmern uns jetzt mal um die Mega-Entwicklungen. Erstmal Starmie, weil der kann ja eigentlich mit Mega Angriff alleine machen, ne? Ich sage Starmie hier, aber das... Okay, ist egal. Das Part 69. Nehmen wir überlegt, also dann nächste Folge. Das wird wieder so eine mehr oder weniger Offscreen-Folge sein. Nein, einfach eine, die ich vorproduzieren muss, weil das wird eine sein, wo es mit um Rangkämpfe geht, denn ja, die aktuelle Season läuft schon wieder aus. Das ist auch schon bereits Season 5, ne? Ja, es ist unglaublich. Aber weil es halt wieder DLC ist, ne, also auch DLC-Pokémon vorkommen, kann ich es nicht jetzt schon irgendwie zeigen. Das wäre, naja, doof. Deswegen muss das ein bisschen auf später verschieben. Ja, es ist bei vielen Dingen ein bisschen doof, ne? Ich komme nicht richtig dazu, irgendwie weiterzumachen, das Spiel mal abzuschließen, damit wir halt das DLC mal starten könnten. Das zum einen. Und zum anderen geht's, ja, wie schon mal erwähnt, es ist eine Rangkämpfe-Season, die dauert irgendwie 3 Wochen, ist auch nicht ganz so lange tatsächlich, finde ich jetzt zumindest. Ist ja doch Michael und diese andere. So stark wie ihr seid, ist es für euch kein Problem. Los, hier entlang. Ah ja. Und als Gibson. Müssen wir gegen den antreten, oder was? Also wirklich, wer war das? Welche Art Leute durchgelassen, obwohl ich angeordnet hat, das Gebiet abzusperren? Was machen Sie denn hier, Gibson? Wurde von Bürgern darüber informiert, dass sich hier ein Pokémon auffällt, welches sich seltsam benimmt. Deswegen bin ich hier, um mir ein Bild von der Situation zu machen. Schließlich können wir nicht zulassen, dass Leute zu Schaden kommen. Da unten ist es. Starmie. Sie sind gut informiert. Bei diesem Pokémon besteht das Risiko einer Megamanie-Entwicklung. Wir von Team MC sind hier, um es zu besänftigen. Ich bin ja doch auf direkten Befehl von Ravan hier. Wenn ich mich einfach zurückziehe, könnte er seinen Zorn auf mich ziehen. Aber was sollen wir jetzt machen? Michael, wenn du gegen mich gewinnst, werde ich mich zurückziehen. Okay, kein Problem, haben wir schon mal gemacht. Es ist Gibson. Oh, Stalos. Lang nicht mehr gesehen. Also, ich habe keinen Reflektor mehr drauf. Sherox, da ist ein ganz doofes Setup. Wenn man die macht.
Wegen noch austauschen. So. Nahkampf braucht ein bisschen, aber okay. Ah, jetzt kommt das. Die Mega-Entwicklung stärkt unsere Bande, wenn Zeuge und Panzerons wahrer Schönheit. Der Branche das Megastein ist schon noch cool. Schlüsselstein, Entschuldigung. Schwein gehabt. Du bringst das volle Potenzial deiner Pokémon zur Geltung. Das wiederum zeigt deine Stärke. Dankeschön. Ich sehe, falls du warten deine Fertigkeiten. Los, zieh doch zurück. Wir überlassen die Angelegenheit Team MC. Okidoki, Boss. Ravon hält nicht umsonst große Stücke auf dich. Als ich den Boss kennenlernte, dachte ich, dass niemand ihm je das Wasser reichen könnte. Die Welt hat mehr zu bieten, als ich dachte. Dabei sind sie doch älter als wir alle. Das Alter spielt bei der wahren Größe eines Menschen keine Rolle. Schon als Kind war ich sowohl körperlich als auch im Pokémon-Kampf stark. So habe ich die tunisch gut in meiner Umgebung in Schach gehalten. Aber letztlich war ich jung und töricht. Und stärker allein kann man nicht leben. Nur dank Flordelis Beistand bin ich damals irgendwie über die Runde gekommen. Flordelis? Ravon hingegen war ganz anders. Er überzeugte Flordelis, ihm etwas Startkapital für ein eigenes Unternehmen zu geben. Er begann, Dienste für alles Mögliche anzubieten, als Leihwächter, Pokémon-Kurier. Teilweise auch Dinge, die sich eher am Rande der Legalität bewegten. In meinen Augen war er nichts als ein anmaßender Jungspund und ich wollte ihm den Hahn zudrehen. Doch er und sein Toxipet entwischten mir immer wieder, bis er schließlich das Handtuch warf. Ich musste mir eingestehen, dass ich ihm nicht nur im Pokémon-Kampf unterlegen war, Punkt. Dem erkenne ich ihn als meinen Boss an und folge seinen Befehlen. Schon krass, ne? Und dabei ist er ja, also gibt es denn hier der Stahltrainer, Ravon ist ja eigentlich ein Gifttrainer, also Gift bei Stahl, naja, ist schwierig. Das ist ein Wasserstein, oder? Setze mit einem Partner-Pokémon ein. Das wird dir das Beschützen der Stadt erleichtern. Warum braucht sie einen Stein von ihm? Ich meine, den kann man einfach kaufen gehen. Jo. Das ist mal noch so ein netter Zwischenkampf, ne? So. Das Megalon ist auch schneller 65, aber gut. Ist auch schon da unten. Jetzt sonst nichts mehr, ne? Nicht, dass jetzt irgendwie noch außer Pass oder so. Ja, obwohl, da hat es noch 2 Schrauben, die holen wir doch direkt noch fix. So kommen wir da gar nicht durch, ne? Boah. Na jetzt.
Und noch eine bunte Schraube. Perfekt. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr so einfach hoch, ne? Wohl. Ja, doch. Carbon, sehr schön. Themen hat sie oben nicht mehr, ne? Ja, warte mal, wo ist denn schon wieder? Naja. Von hier aus kamen wir. Du, 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 du. Die Konzentration der Mega-Essenz in der Umgebung steigt rapide an. Warnung, Warnung. Roger, Roger. Sind, glaub ich, schon vollkommen geheilt, aber ist egal. Lieber einmal zu viel als zu wenig, ne? So, Freunde. Megastarmie. Sind wir ehrlich, das Design Megastarmie, das ist so bekloppt, dass es schon wieder irgendwie cool ist. Kennt ihr das? So, erstmal schön Lichtschild. Jo, das wollte ich. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, nochmal ein Lichtschild. Dann wird es Zeit für Mega gegen Mega. Ja, und auch den Quatsch, den ich auch schon mal gesehen habe, ist einfach so, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir nur so, warum? Wer kommt auf die Idee? Wiederum dachte ich mir auch so, ja, warum eigentlich nicht? Oh. Aber ja, Starmie kann uns nichts, also ganz ehrlich, da muss ich eher darauf aufpassen, dass ich selber nicht irgendwie von Starmie gekillt werde. Schnell ist es, muss man ihm lassen. Wow! Ganz ruhig, Kumpel. Ja, das ist das Problem, wenn es halt den Quatsch macht. Hast du es langsam mal, oder was? Mann, seid immer meinem Gigasauger aus, das ist doch doof. So. Langsam mal Feierabend hier, Kumpel.
jetzt eigentlich... Hat sie jetzt ein Ding eingesetzt? Ihr Megastar, ich glaube nicht, ne? Aber ja, auf alle Fälle könnten wir nun ein Megastar mir einsetzen. Das war gerade echt nicht ohne. Ich weiß, dass die Pokémon unter Mega Man entwickeln, leider müssen sie deswegen gleich so heftig angreifen. Ja, scheinbar schon. Nee, das kann nicht sein, oder? Ja gut, so viel Geld gibt es dafür nicht, ne? Das ist dann doch so. Dann das nächste Mal Despota. Da würde ich mal sagen, da wechsle ich bei Meganie mal die eine Attacke. Sprich, statt Lichtschild mal einen Reflektor rein. Den Rest lasse ich mal. Ich werde, glaube ich, auch wieder mehr Quatschutsu einsetzen. Ja. Aber sollte ansonsten gut möglich sein, sag ich jetzt mal, ne? Oh, direkt hier. Ach du Scheiße. Oh, Moment. Verzeihung, muss ich kurz niesen, mich stumm schalten. Ich hoffe, dass nicht irgendwie eine Erkältung im Anmarsch ist, sondern eine Grippe. So, was machen wir da? Ja, später farmen kann nicht schaden. Übrigens, wir haben eine neue Version hier vom Spiel. So ein paar Fixes, also ein paar Bugs, wie es gegeben haben. Und man kann jetzt mehr Mega-Splitter farmen. Also die sind jetzt nicht mehr bei 999 gelockt quasi, oder das ist nicht das Maximum, sondern jetzt neu sind es 9999. Kunst oder schon cool, finde ich. So, nehmen wir noch mit und dann gehen wir in den Kampf rein wieder. So, Mega Despota, damit hatten wir schon mal das Vergnügen. Das Panzer-Pokémon genannt wird. Ja, das wusste ich. Der Name schon sagt, hält es viel aus. Der Kampf könnte eine Weile dauern. Aber mein Irokeks ist ihm gegenüber im Vorteil. So oder so, Despota braucht unsere Hilfe. Warnung, eine Mega-Entwicklung steht unmittelbar bevor. Du würdest sicherlich auch allein klarkommen, aber Irokeks nicht unterstützen dich, ne? Ja, Despota ist Gestein- und Lichttyp, das heißt vierfache Schwäche gegenüber Kampfattacken. Das bringt schon. Ja, Steinhagel kennen wir leider schon. So, jetzt nochmal ganz kurz Reflektor ein. Gehen wir auf Gatschutsu und dann will man sagen: Mega Evolution. Oh, das ist nicht gut.
Sandstürme und Steinkante, da ist eine ganz doofe Kombi. Ja, es hält echt was aus, ey. Junge, Junge. Aber trotzdem machen wir sehr, sehr guten Schaden. Oh oh. Manchmal ein bisschen zu viel Schaden, um ehrlich zu sein. Junge. Der Schild ist noch da, ne? Wow! Okay, kurz Angst. Randaliert ein bisschen der Junge, ne? Wovon mag ich mich sehr gut. Versuchen wir es mal, das könnte durchaus reinzimmern jetzt. Oh yes, das hat wehgetan. Oh, schnell Galadi, schnell. Das war ein anderes Kaliber als das Dami. Definitiv. Despotanit. Ja, jetzt könnte unser Despotar auch die Mega-Entwicklung vollziehen. Wäre vielleicht eine Überlegung, wäre das auch mal ein Rangkämpfen online einzusetzen, ne? Naja. So haben wir das auch. Dann haben wir gleich das dritte Pokémon, sprich Megamani Dragoran. Dann hätten wir doch für diese Folge einen guten Lauf gehabt, ne? So, das war hier. Nix in der Nähe, um da irgendwie hinzukommen, ne, auf die Schnelle. Jetzt wird gleich auf Nacht wechseln. Der berühmte Kampfsektor. Na komm. Da habe ich es dann doch lieber tagsüber. Vor allem so ein Kampf. Okay, jetzt bleibt die Frage, wie kommt man da hoch? Ne? Ich muss dahin.
Versuch's mal einmal hier rundherum und dann schauen, was sich auf der anderen Seite so verbirgt. Ich glaube, ich habe noch gar nie, ne? Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal hier waren. Ja, aber da kann man nicht so nicht rüber. Also muss schon irgendwie von hier hochkommen. Das muss schon irgendwie möglich sein. Die Frage ist bloß wie, ne? Hä? Gab es eine Möglichkeit? Nee. Ich das wüsste. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Wie komme ich da hoch? Oh, wir müssen darüber, okay. Von dem Gebäude her wird es gehen. Gut, gut. Ja, dann machen wir es so. Hier scheint's... Gibt's einen Innenhof? Muss fast, ne? Ja, hier. Oh. Dragora, ne? Soll einen Reflektor behalten? Dragora soll einen Mix-Sweeper, ne? Da geht ja beides. Aber andererseits, warte mal, natürlich machen kann oder auch machen muss. Erst einmal Airkräfte raus, weil Airkräfte bringen mir bei Dragora nichts. Ist ja ein Flug-Pokémon. Dann haben wir natürlich auch eine Feenattacke, die da rein muss. Nehmen wir mal einen Zauberschein. Ja, statt dem Gigasauger dann doch. Ja, mit diesem Drachenflut, da kann ich Pflanzenattacke gar nichts machen. Sonst noch so eine TM, die ich sonst bei Megane nie genutzt habe bisher. Schutzschild spammen. Ne, weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist. Ja genau, Hyperstrahl. Ja, nicht so viel Auswahl tatsächlich, aber ist egal. Ups. Ja, das war knapp. Dragor kann natürlich auch zeitlich noch eine Knacknuss werden, ne? Das ist ein normales Fiaro, okay. Entschuldigung. Ein Pi. Ja. Eins haben wir. Aber gerade ein bisschen verwirrt, dass sie oben auf den Dächern ist. Hey, Dragon ist da vorn. Nicht nur hat es viel Angriffskraft, es ist dazu noch super zäh. Das ist ein lästiger Kampf. So kommt, dass wir kaum etwas über Mega Dragoran wissen, an die Mega-Entwicklung von Dragon erst vor kurzem entdeckt wurde. Hey, alles klar, du bist ein bisschen nachdenklich. Warum willst du eigentlich die Stärkste werden? Ich bin auf der Suche nach jemandem in Illumina. Deshalb will ich die Stadt beschützen. Okay. Sind noch ein bisschen mysteriös, die Gute. Ja, Mega Dragoran haben wir war das in einem der Trailer zu Pokémon Gen NCA? Haben wir es doch gesehen. Wie Mega, also wurde es uns vorgestellt, Mega Dragoran. Schwierig zu beurteilen, ne? Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Dragoran und Dragonier, ne? Oh, okay, warte mal.
Aber jetzt alles. Das geht direkt mal auf Frostili los. Hä? Mehr schon machst du nicht? So, jetzt aber komm. Ja, das ist mal ein Schaden. Wie gut, dass wir bald auch einen Mega-Dragon im Team haben, ne? So, ich bleib dabei. Eis macht immer noch sehr guten Schaden, ne? Ist ein Vierfach Schwäche von Dragoran. Dann fängt Jutsu noch. Jetzt ist die Hälfte runter und ich habe schon 2 Pokémon verloren. Das ist nicht gut. Und klar, Jutsu brennt, aber ich kann meine Pokémon hier heilen. Das ist nicht so das Problem gerade. Was? Müssen wir stoppen? Warum? Hyperstrahl? Respekt. Das war eine Attacke, Junge. Jetzt verstehe ich, wieso wir das stoppen müssen. Da hat meine Attacke gar nichts gebracht, ne? Oh ne, schon wieder. So. Dann Top-Genesung. Ja, Mann, das wollte ich sehen. Das ist ein schöner Schaden. Da schon wieder. Schnell zurück, Megane, weil. Oh nein. Mal den Move. Ich glaube, das war sehr knapp. Und ja, fassen wir zusammen. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Kann es sein, dass Mega-Dragoran vor allem speziell unterwegs ist? Also mit speziellen Attacken und so, ne? Mit Quasastra und einer Stadt, in der Menschen-Pokémon zusammenleben, verwegter werden kann. Das waren alle Mega Man-Entwicklungen, von denen Vincent berichtet hat.
Gehen wir zurück ins Hotel, wa? Und ich glaube sogar, das waren tatsächlich die letzten Quests um die Mega Mani-Pokémon, ne? Mit Mega Dragon hat es geendet, das passt, wie ich finde, sehr, sehr gut. Eben, da wir sowieso ja eins auch im Team haben, ne? Und ja. Also von dem her sehr, sehr schön gut. Da unsere Pokémon sind teilnahmemäßig überlevelt. Dragoran, wie gesagt, ne? Am nächsten Folge kannst du wohl auch die Mega-Entwicklung einsetzen. Damit hätten wir ein komplettes Mega-Team, wenn man so will. Offensiv ist ein Dragoran, die, mal gucken, wie ich die gebe. Also temporär. Aber ja, ansonsten, und dann haben wir offscreen wieder ein bisschen die Moves neu einsetzen, ne, oder verteilen, besser gesagt. Dann bei Tour durch nächste Folge gucken, ne, wo wir dann nochmal ein bisschen was in KP und Spezialangriff investieren können. Oder eben, ich habe bis dahin noch genug Geld durch die Rangkämpfe. Und wir können sie uns einfach kaufen. Die Items. Warte mal, da haben wir auch noch was Schönes und da kommen wir nie im Leben so hin, ne. Nein. Hätte ja klappen können, aber da können wir uns sonst mal noch holen. Gut, Freunde, sagen wir mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, dann, ja, also nächste Folge. Ich weiß nicht, ne? Entweder holen wir uns noch die Sidequest hier, versuchen die abzuschließen, oder wir gehen halt wieder zurück ins Hotel, Hotel Z. Und lassen uns überraschen, ne? Oh Mann, oh Mann. Tja. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.